Guten Morgen miteinander. Mein Name ist René Steiner. Ich leite mit einem super coolen Team die Vineyard Olten und ich freue mich auf unsere neue Predigtserie rund um Ökologie, Klima, Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du gehört hast, um was es im November in unseren Messages geht. Ich kann mir vorstellen, es gab verschiedene Reaktionen. Vielleicht hast du gedacht, endlich! Endlich wird einmal von diesem Thema gesprochen. Vielleicht hast du aber auch gedacht, oh nein, müssen die jetzt in der Kirche auch noch über diese Dinge reden? Ich habe doch sonst schon genug von dieser ganzen Geschichte. Hey, und deswegen würde ich gerne ein bisschen zum Einstieg die Story erzählen, wie es zu dieser Predigtserie Es ist genug, was die Bibel zu Klima und Nachhaltigkeit sagt, wie es zu dieser Serie gekommen ist. In den letzten Jahren sind immer wieder junge Menschen aus der Vineyard Olten auf mich zugekommen und haben mich gefragt, hey René, warum sprechen wir in der Vineyard nicht darüber? Und meine Reaktion war eher ablehnend. Und ich hab gemerkt beim Überlegen, warum, es waren vor allem zwei Gründe. Das eine ist, ich habe einfach intuitiv gespürt, was ich nicht will in der Vineyard Olten, ist, dass wir eine Nachhaltigkeitspolizei im Haus haben, die uns sagt, wie viel Plastik wir brauchen dürfen, wie viel noch fliegen gehen dürfen, wie viel wir noch Auto fahren sollen. Weil ich habe das vor etwa 20 Jahren mal erlebt, es gab so eine kleine Welle von Ökologie in der Vineyard Olten und dann war es, wieso habe ich das Gefühl gehabt, es ist fast ein bisschen polizistenmäßig. Das wollte ich auf keinen Fall. Und das andere, was ich gemerkt habe, was ich auch nicht wollte, ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass wir Greta Thunberg auf die Kanzel stellen. So bewundernswert ihr Engagement sein mag, habe ich gemerkt, wir müssten von einer anderen Seite an dieses Thema ran, als wir es jeden Tag in den Medien hören. Und deswegen habe ich diese jungen Menschen dann gechallenged und habe gesagt, ja also Leute, aber wenn wir in das Thema reingehen, dann wollen wir wirklich von der Bibel her reingehen, was sagt die Bibel, wie sieht Gott diese ganze Geschichte? Und interessanterweise haben dann zwei Leute diesen Challenge genommen. Einer war mein Sohn, der hat mir dabei Mittagessen mal so zwei der Bibelstellen um den Kopf geknallt. Nicht unfreundlich, sondern klar, was zum Beispiel steht. Und dann war der andere, war der Sven. Und der Sven, der ist hingesessen und hat über längere Monate eine 17-seitige, glaube ich, Öko-Theologie geschrieben. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, wow, da ist ja vielleicht viel mehr drin in der Bibel, als ich bisher gesehen habe. Und es ist eigentlich logisch, wenn Gott diese Welt gemacht hat, dann müsste er eigentlich auch wissen, wie man am besten ökologisch handelt. Und ich bin dann mit diesem neuen Blick, bin ich in die Bibel rein, ich habe mich selber dem Thema gewidmet. Hey, ich war total fasziniert, wie plötzlich durch diese neuen Fragen Bibelstellen angefangen haben zu leuchten, die ich bis jetzt einfach übersehen habe. Und ich habe gedacht, ich steige gleich mit einem Beispiel ein, damit ihr wisst, von was ich rede. Und zwar soll dann der Text eingeblendet werden aus Psalm 104. Im Psalm 104 steht Folgendes: Du, da ist Gott gemeint, du sendest deinen Geist aus. Und dann werden sie geschaffen, die Kreaturen. Du erneuerst die Flächen des Ackers, die Herrlichkeit des Herrn sei ewig, der Herr freue sich seiner Werke. Wenn wir hier reinhören, was dieser Text sagt, dann steht hier, dass Gott andauernd zur Erhaltung der ökologischen Systeme auf unserem Planeten seinen Geist sendet. Du sendest deinen Geist, Gott selbst kommt, ist in der Schöpfung aktiv und präsent. Und was geschieht? Die Flächen des Ackers erneuern sich, ökologische Systeme werden wieder vital. Und dann geht es noch weiter, das heißt, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewig. Also in intakten ökologischen Systemen zeigt sich etwas von der Schönheit und von der Herrlichkeit Gottes. Und dann heißt es, der Herr freut sich seiner Werke. Also Gott freut sich, wenn ökologische Systeme intakt sind. Und dieser Vers, der hat mich total berührt. Gott sendet seinen Geist. Gott kommt selbst aktiv in die Schöpfung rein, immer wieder. Und es geschieht eine Erneuerung, eine Vitalisierung der ökologischen Systeme. Und das wirkt dann auf Gott zurück. Gott freut sich darüber. Das war für mich ein massiver Moment von einfach, ein Kairos-Moment, um diese Sprache zu brauchen, zu merken, hey, wenn Gott das so wichtig ist, wenn Gott andauernd ökologisch handelt, damit diese Systeme lebendig bleiben, und ich habe Gott gern und ich möchte Jesus nachfolgen, dann hat es was mit meinem Leben zu tun. Und darum geht es heute in dieser ersten Predigt, warum wir eine ökologische Theologie brauchen, geht es um mehr
als um die Frage, wie viel Plastik brauchen wir und wie viel dürfen wir noch fliegen. Es geht eigentlich um etwas viel Tieferes. Es geht um die Frage, wie können wir lernen, die Schöpfung mit Gottes Augen zu sehen. Die Schöpfung so zu sehen, wie er sie sieht. Weil ich glaube, wenn uns das gelingt, das ist die tiefstmögliche Motivation für uns ökologisch zu denken und zu handeln. Nun, die Frage ist ein bisschen, warum das nicht automatisch passiert. Warum sehen wir oder haben es vielleicht verlernt, die Schöpfung mit den Augen von Gott zu sehen? Und hier kommt etwas ins Spiel, und da bitte ich euch um ein bisschen Geduld, da gedanklich mitzukommen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eine tiefliegende Geschichte. Und der mich darauf gestoßen hat, ist Papa Francesco, ist der Papst. Der Papst hat eine Enzyklika geschrieben. Und in dieser Enzyklika, die heißt Laudato Si, geht es um diese ökologischen Fragen. Und er beschreibt dort etwas und sagt quasi in der Art und Weise, wie wir heute die Schöpfung wahrnehmen, sind wir nicht Jünger von Jesus, sondern wir sind eigentlich Schüler, Kinder einer technologisierten, industrialisierten Moderne. Was meint er damit? Er spricht vom technokratischen Paradigma. Und bevor du jetzt wegsappst, weil du nicht gerne Fremdwörter hast, lass es mich erklären. Ein Paradigma ist wie eine Brille, die wir immer unbewusst auf der Nase haben. Es ist ein gedankliches Konstrukt, durch das wir die Welt und alles wahrnehmen. Das heißt, je nachdem, was du für eine Brille auf der Nase hast, nimmst du andere Dinge wahr. Sind dir andere Dinge wichtig? Und mit technokratischem Paradigma meint der Papst Folgendes. Der Mensch, der hat schon immer, schon in der vortechnologischen oder industriellen Gesellschaft, in die Natur eingegriffen. Der hat schon immer die Natur bewirtschaftet, um aus ihr einen Nutzen zu ziehen. Aber für lange Jahrhunderte hatte das mehr den Charakter von, ich empfange, was die Schöpfung bereitstellt. Ich begleite das, was an Möglichkeiten in der Schöpfung vorhanden ist. Und mit der ganzen Industrialisierung, mit der ganzen Technologisierung unserer Welt ist diese Art, in die Schöpfung einzugreifen, mehr und mehr eine Technik des Besitzens und Beherrschens geworden. Es ist nicht ein Empfangen, es ist nicht ein Begleiten dessen, was da ist, sondern man versucht, möglichst viel rauszudrücken, die Zitrone bis zum bitteren Ende auszupressen. Und dieses technokratische Paradigma ist heute so dominant geworden, so global geworden, dass quasi für uns die Schöpfung nur noch ein Nutzgegenstand ist. Etwas, das wir benutzen können, damit es uns möglichst viel aus dieser Schöpfung dass wir möglichst viel aus dieser Schöpfung rausbekommen. Und ich glaube wirklich, dass wir hier etwas brauchen und darum geht es mir heute. Und ich hoffe, es gelingt mir, dich zu begeistern für das, was ich meine, gesehen zu haben in der Bibel. Ich wünsche mir hier, oder wir brauchen hier das, was die Bibel Metanoia, Umkehr nennt. Ich glaube, Jesus nachzufolgen, an Gott zu glauben, heißt vom Unglauben zum Glauben in jedem Lebensbereich. Einfach mehr und mehr die Werte und Praktiken von Jesus zu leben. Und ich glaube, in Bezug auf die Wahrnehmung der Schöpfung, den Umgang mit der Schöpfung, steht uns diese Umkehr noch bevor, weil wir Jünger sind der Moderne, weil wir die Welt durch eine Brille anschauen, die nicht die Brille von Jesus und nicht die Brille der Bibel ist. Darum möchte ich uns 3 Sehhilfen anbieten. 3 andere Paradigmen, die uns helfen werden, die Schöpfung mehr aus dem Blickwinkel, aus den Augen von Gott zu sehen. Wenn ich jetzt in person mit euch zusammen wäre, würde ich fragen, seid ihr immer noch mit mir? Ich frage jetzt trotzdem, ich hoffe irgendwie, ihr seid noch da. Ich weiß, war ein bisschen steil vielleicht der Einstieg, aber klar, es ist es der Wert, da reinzustechen, um bei der Sache zu bleiben. 3 Sehhilfen. Die erste Sehhilfe. Ich will es mal so formulieren. Die Bibel sagt ganz klar, dass Gottes Geist, Gott selbst in der Schöpfung gegenwärtig ist. Gottes Geist ist in der Schöpfung gegenwärtig. Wir nehmen das oft nicht wahr, weil wir eben diese andere Brille auf der Nase haben. Aber auf geheimnisvolle Art und Weise ist Gott präsent in seiner Schöpfung. Wir haben bereits Psalm 104, habe ich euch bereits vorgelesen, Gott sendet seinen Geist und andauernd werden die ökologischen Systeme des Planeten erneuert. Gott ist der Beschützer seiner Schöpfung und deswegen ist er selber in der Schöpfung präsent. Und das ist schon im 2. Vers der Bibel, kommt das zum Ausdruck. 1. Mose 1, Vers 2 heißt es ja, nachdem es heißt, die Erde war wüst und leer, der Geist Gottes schwebte über den Wassern.
Das ist ein Ausdruck von dieser Präsenz Gottes über der Schöpfung. Der war quasi da, hat über diese Urflut gebrütet, um das Leben hervorzubringen. Der Punkt ist, die Bibel sagt, das ist bis heute so. Der Geist Gottes ist bis heute präsent. Es gibt eine Legion von Bibelstellen dazu. Ich habe nur eine mitgenommen, die sollte auch eingeblendet werden, aus dem Buch Hiob. Dort steht, wenn Gott nun sein Herz nur auf sich selbst richten würde, seinen Geist und seinen Atem zu sich zurückziehen würde, so würde alles Leben insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Also Gott sendet konstant seinen Geist und deswegen leben wir. Würde er das nicht tun, würde die Schöpfung sterben. Und mit ein bisschen Aufmerksamkeit können wir diese Präsenz des Heiligen Geistes in der Schöpfung auch wahrnehmen. Das Problem ist, der größte Teil unseres Lebens schauen wir einen Screen oder sind irgendwie nicht von der Schöpfung umgeben, sondern von unserer Technik, ich schaue im Studio rum, von den Dingen, die wir selber machen. Und deswegen ist oft für uns, wir brauchen wie eine neue Schärfung der Aufmerksamkeit, das wahrzunehmen, dass Gott immer präsent ist in der Schöpfung. Es gibt sogar Studien dazu, die zeigen, wenn Menschen längere Zeit oder immer wieder eher in einer natürlichen Umgebung, in der Natur sind, dass ihre Konzentration ist höher, ihre Merkfähigkeit ist höher, ihre Kognition ist höher. Also in dieser Schöpfung zu sein, in unberührter Natur oder in der Natur zu sein, weil die Gegenwart des Geistes da ist, das vitalisiert uns. Wir können uns mehr merken, die Gegenwart des Geistes in der Schöpfung. Und es ist ganz wichtig, das ist kein Pantheismus. Pantheismus heißt, Gott geht in der Schöpfung quasi auf. Also dann ist jeder Baum ist eigentlich Gott. Und dann müssen wir Bäume umarmen. Also du kannst schon Bäume umarmen, kann eine lustige Erfahrung haben, aber das geht hier nicht. Gott ist nicht, die Schöpfung ist nicht Gott. Der Schöpfer und die Schöpfung sind zwei verschiedene Dinge, aber Gott ist in der Schöpfung präsent und aktiv. Und der Höhepunkt dieser Aussage, dass der Geist Gottes in der Schöpfung ist, in der Bibel, ist im Neuen Testament in Römer 8. Da geht es noch einen Schritt weiter. Der Heilige Geist ist nicht nur in der Schöpfung präsent, sondern der Heilige Geist leidet mit am Leiden der Schöpfung. In Römer 8 steht, dass die Welt zerbrochen ist, dass etwas kaputt gegangen ist und dass die Kreatur leidet. Und dann steht, und der Heilige Geist, er solidarisiert sich mit der Schöpfung. Das heißt, der Geist seufzt. Es betrifft ihn so, wie Gott sich freut an einer intakten Schöpfung, Psalm 104, der Herr freut sich seiner Werke, so leidet der Geist Gottes mit, wenn die Schöpfung zerbricht. Das gilt selbstverständlich für menschliches Leid. Gott leidet mit dir, wenn du leidest. Das gilt aber auch für unsere ökologischen Systeme. Explizit von der ganzen Kreatur ist in Römer 8 die Rede. Und darum glaube ich, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, als Jünger von Jesus, sollte eigentlich eine normale Frucht des Geistes sein, dass uns das Zerbrechen von ökologischen Systemen betrifft, so wie es Gott betrifft. Der Geist Gottes ist gegenwärtig in der Schöpfung und er ist aktiv zur Erneuerung der Schöpfung und er leidet mit, wenn in der Schöpfung etwas kaputt geht. Das ist die erste Sehhilfe für einen anderen Umgang mit der Schöpfung. Die zweite Sehhilfe, ich möchte es mal so nennen, dass es so etwas gibt wie eine Schöpfungsgemeinschaft. Was meint die Bibel und was meine ich damit? In der zweiten Hälfte des Schöpfungsberichts, also Kapitel 2 des ersten Buches, ist eine ganz interessante Abhängigkeit und Gemeinschaft beschrieben. Der Punkt ist nur, dass wir sie oft nicht wahrnehmen, weil wir es in der Übersetzung lesen. Ich möchte das kurz erklären. Es heißt, oder in diesem zweiten Kapitel kommen zwei Worte vor. Das eine ist das Wort für Mensch. Das heißt Adam. Mensch ist Adam. Erdboden heißt einfach Adama. Und schon nur in dieser Sprachengeschichte wird gezeigt, diese Abhängigkeit. Und dann steht, im Kapitel 2, Vers 5 steht Folgendes. Es heißt hier, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde. Noch war all das Kraut des Feldes nicht gesproßt. Hier sind Nutzpflanzen gemeint, Bäume, von denen man Früchte bekommt, Weizen und so weiter. Diese Dinge waren noch nicht gesprost. Denn Gott, der Herr, hat es noch nicht auf die Erde regnen lassen. Und es gab noch keinen Adam, keinen Mensch, der die Adama bebaute. Also der Erdboden, die ökologischen Systeme unserer Welt können ihr volles Potenzial nur entfalten, wenn der Mensch zum Nutzen eingreift.
Das ist die eine Seite. Und dann 2 Verse später heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Adam aus Staub von der Adama und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde Adam eine lebende Seele. Also hier wird eine gegenseitige Abhängigkeit und gegenseitige Gemeinschaft beschrieben. Ohne Adama, ohne Erdboden, gibt es keinen Menschen. Und ohne Adam kann die Adama, der Erdboden sein volles Potenzial nicht entfalten. Ein Abhängigkeitsverhältnis, ein Gemeinschaftsverhältnis. Und so richtig zum Ausdruck kommt das im 1. Kapitel. Ich hoffe, du bist immer noch da. Ich merke, es ist ein bisschen steil, aber lass uns dabei bleiben. Es lohnt sich wirklich. Im 1. Kapitel heißt es ja immer wieder, Gott hat etwas gemacht und er sah, es war gut. Es heißt nur ein einziges Mal, es war sehr gut. Und weißt du, was das heißt? Ganz am Schluss, als alles geschaffen ist, die Schöpfung in ihrer Gesamtheit da ist, in ihrer Gesamtheit funktioniert, sagte Gott, jetzt ist es sehr gut. Also die Bibel kennt so etwas wie eine Schöpfungsgemeinschaft. Ich glaube, was mit uns geschehen ist, auch durch dieses technokratische Paradigma, wenn wir von Schöpfung reden, dann sagen wir immer, ich bin hier und die Schöpfung ist dort. Ja? So wie sind wie so 2 Welten, aber eigentlich, wir sind ja auch Schöpfung. Wir sind in enger Gemeinschaft. Es gibt so etwas wie eine Schöpfungsgemeinschaft. Und der Papst hat das formuliert in seiner Enzyklika. Papa Francesco hat Folgendes gesagt. Er sagt, es schließt auch dieses liebevolle Bewusstsein ein, dieses neue Paradigma, nicht von den anderen Geschöpfen getrennt zu sein, sondern mit den anderen Wesen des Universums eine wertvolle, umfassende Gemeinschaft zu bilden. Der Glaubende betrachtet die Welt nicht von außen, sondern von innen her und erkennt die Verbindung, durch die der himmlische Vater uns mit allen Wesen verbunden hat. Ein anderer Franziskus, der vor knapp 1000 Jahren gelebt hat, hat diesen Sonnengesang geschrieben. Ich weiß nicht, wer den kennt. Und dort spricht er von Bruder Sonne, Schwester Mond, Bruder Wind, Schwester Wasser. Also er hat instinktiv gespürt, dass es da eine Gemeinschaft gibt. Und wenn es dir geht wie mir war es immer ein bisschen peinlich, das zu lesen. Ich fand es ein bisschen komisch, Bruder, Schwester, Sonne, Mond, Bruder, Sonne, Schwester, Mond. Ich fand das komisch, weil ich das nicht empfunden habe. Und ich glaube, eine zweite Sehhilfe ist, es gibt eine Schöpfungsgemeinschaft. Und erst wenn diese Gemeinschaft miteinander und nicht gegeneinander funktioniert, sagt Gott, es ist sehr gut. Das war die zweite Sehhilfe. Und die dritte Sehhilfe, dazu möchte ich dir gerne eine Frage stellen und vielleicht könnt ihr dort, wo ihr sitzt, kurz einander sagen, was ihr denkt, was die Antwort ist. Meine Frage ist, was denkst du, was ist der Höhepunkt der Schöpfung? Was ist der Höhepunkt der Schöpfung? Ja, ich würde dich gerne das abfragen. Ich meine, normalerweise, wenn du Leute, die die Bibel kennen, das fragst, sagen sie, der Mensch ist der Höhepunkt der Schöpfung. Das stimmt und das stimmt eben doch nicht. Der Mensch ist in dem Sinn der Höhepunkt der Schöpfung, dass er wie nichts anderes in der Schöpfung Gott abbildet. Er ist im Ebenbild von Gott geschaffen. Aber der Schöpfungsbericht sagt, es gibt etwas anderes, das der Höhepunkt der Schöpfung ist. Es steht im Kapitel 2, also 1. Mose 2, Vers 2 steht, und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von allen seinem Werk, das er gemacht hatte. Wie vollendet Gott die Schöpfung? Was ist der Höhepunkt, auf das das ganze Schöpfungswerk zuläuft? Es ist die Sabbatruhe. Es ist der Sabbat. Und das ist in der Bibel extrem wichtig, dieser Gedanke. Sabbat bedeutet Beschränkung von Konsum und Arbeit. Sabbat bedeutet, dass wir die Zitrone nicht bis zum letzten Tropfen auspressen, sondern dass die Schöpfungsgemeinschaft atmen kann. Der Höhepunkt der Schöpfung ist nicht ein Mensch, der die ganze Zeit möglichst viel aus der Schöpfung rauspresst, möglichst viel arbeitet, möglichst viel konsumiert. Der Höhepunkt der Schöpfung ist nicht immer mehr Herstellen von Gütern, sondern die Beschränkung der Arbeit an der Adama, am Erdboden. Der Höhepunkt der Schöpfung ist nicht grenzenloser Konsum, sondern die bewusste Beschränkung von Konsum, damit die Schöpfungsgemeinschaft atmen und gedeihen kann. Und darum gibt es in der Bibel auch ich würde sagen, die ökologischste Ordnung, die man in der Bibel findet, ist etwas, das die Bibel Sabbatjahr nennt.
dass es nämlich in den 5 Büchern Mose eine Regelung gibt, dass man im 7. Jahr die Erde ruhen soll. Dass man die 6 Jahre vorher sammelt, vorrätet, dass die Erde wirklich ruht, damit sie ein Sabbatjahr kriegt, damit die Erde sich regenerieren kann. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, der Höhepunkt der Schöpfung ist der Sabbat. Und hochinteressant ist, dass später, als Gott dann sein Volk ins Exil schicken muss, gibt es eine Begründung, warum er das tut, die genau mit diesem Sabbatjahr zu tun hat. In 3. Mose steht nämlich: Wenn du dann endlich aus dem Land draußen bist, im Exil, dann endlich wird das Land seine Sabbate ersetzt bekommen. Hörst du das? Also Gott sagt, ich muss euch quasi aus dem Land raustun, damit das Land endlich Ruhe bekommt von eurer endlosen Gier. Damit das Land seine Sabbate ersetzt bekommt. All die Tage seiner Verödung, während ihr im Land eurer Feinde seid. Dann endlich wird das Land ruhen und seine Sabbate ersetzt bekommen. Wenn das mal kein Schuss vor den Bug ist von uns, dass Gott sagt, ich muss dem Land Ruhe schaffen, darum müsst ihr vom Land rausgehen. Sabbat als Höhepunkt der Schöpfung. Und vielleicht spannend in diesem Zusammenhang ist auch, das erste Gebot, das in der Bibel vorkommt, ist eine Konsumbeschränkung. Das erste Gebot lautet, du darfst von allen Bäumen essen, aber nicht von diesem Baum. Das erste Gebot in der Bibel ist eine Konsumbeschränkung. Oder auch nach der Sintflut kommt wieder Gott und sagt, das und das und das darfst du essen, das lass sein. Konsumbeschränkung. Der Papst hat es gut ausgedrückt. Er hat gesagt, wir wollen nicht zurück ins Zeitalter der Höhlenmenschen. Aber es wäre Zeit, einen Gang zurückzuschalten. Und davon spricht diese 3. Sehhilfe, der Sabbat. Lass mich, bevor wir es noch ein bisschen konkret machen, das noch ein bisschen zusammenfassen, was ich gesagt habe. Ich stimme mit dem Papst überein. Ich glaube, dass die Wurzel unserer ökologischen Krise zu tun hat mit etwas, was wir denken, etwas, was wir uns angeeignet haben, diesem Paradigma, diesem technokratischen Paradigma. Wir brauchen eine Erneuerung unseres Denkens in Bezug auf die Schöpfung. Dass wir die Schöpfung sehen, nicht durch die Augen dieses technologischen Paradigmas, immer mehr alle Möglichkeiten auspressen, sondern durch die Augen des Schöpfers selber. Und wenn wir das anschauen, wie der Schöpfer seine Schöpfung sieht, er ist konstant dabei, die ökologischen Systeme unseres Planeten zu erneuern. Psalm 104. Er sendet seinen Geist, Dinge werden neu geschaffen und die Flächen des Erdbodens erneuern sich. Ist das nicht wunderschön? Gott handelt ökologisch Tag für Tag. Und ich glaube, dass er uns einlädt, mit ihm zusammen Beschützer seiner Schöpfung zu sein. Und eine Schöpfung, die intakt ist, die wirkt auf ihn zurück, die freut ihn. Genauso wie er leidet an einer Schöpfung, die zerbricht. Eine weitere Sehhilfe ist zu verstehen, die Welt oder der Geist Gottes, er ist in der Schöpfung präsent, er ist aktiv, er ist da. Und das war für mich wirklich so wie ein Eye-Opener. Ich habe diese ganze Geschichte, dieses Erarbeiten dieser ganzen theologischen und ökologischen Fragen, ein Teil davon war ich auf einem Berg, nicht allzu hoch, irgendwo im Jura, und da gab es einen Moment, da habe ich wie gespürt, wow, ich kann das wie wahrnehmen. Gott ist überall präsent. Ich war in einem wunderschönen Ort, ich hatte ein bisschen Aussicht. Gott ist präsent. Und das hat in mir Ehrfurcht, das hat in mir Staunen, das hat in mir Dankbarkeit ausgelöst. Und ich glaube, wenn wir anfangen, das wieder wahrzunehmen, dass sich automatisch ein anderes Verhältnis zur Schöpfung und ein anderes Verhalten daraus ergeben wird. Ein weiteres Sehhilfe ist, die Bibel bezeichnet uns als in Gemeinschaft mit der ganzen Schöpfung. Die Schöpfung wird erst dann als sehr gut bezeichnet, als sie alle Teile der Schöpfung miteinander und nicht gegeneinander funktionieren. Und die letzte Sehhilfe ist dieser Höhepunkt des Schöpfungsberichts, wo Gott sagt, ich vollende alles jetzt durch diese Sabbatruhe. Also vollendet ist diese ganze Geschichte, wenn die Schöpfungsgemeinschaft zum Atmen kommt, die Schöpfungsgemeinschaft sich selbst genießt und es nicht um immer mehr Technologie, immer mehr Konsum, immer mehr aus diesem Erdboden rauspressen geht. Das waren so ein paar Sehhilfen. Und ich glaube, dass wir damit, wenn wir das verstehen, also für mich war es so, die tiefstmögliche Motivation gewinnen, ökologisch zu handeln. Da sagen, hey, wir wollen mit Gott zusammenarbeiten zum Erhalt der ökologischen Systeme unseres Planeten. Das ist unser Auftrag. Wir sind berufen, Beschützer von Gottes Werken zu sein, die ihm Freude machen. Ich glaube, wir brauchen eine ökologische
Umkehr, eine ökologische Metanoia. Ich habe gesagt, es geht heute um mehr als wie viel Plastik wir brauchen. Es wird schon noch konkreter werden in dieser Serie, aber ich möchte hier mal eine kurze Atempause einlegen und mich noch zum Schluss dieser Message fragen, okay, wo könnte das beginnen? Wie könnte ich diesen Brillenwechsel einleiten? Was könnte mir helfen, die Schöpfung mehr mit Gottes Augen zu sehen? Und ich bin auf etwas gestoßen, das vielleicht nicht das Naheliegendste ist, aber wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann merken wir bei Jesus etwas. Jesus war ein unglaublich guter Naturbeobachter. Und ich meine jetzt nicht, dass wir alle Ornithologen werden müssen, aber wenn du dir anschaust, wie Jesus lehrt, dann waren es oft Dinge, die er in der Schöpfung wahrgenommen hat, aus denen er dann Prinzipien für unser Leben ableitet. Also Jesus war ein Naturbeobachter. Es heißt auch von ihm viel, dass er sich an einsame Orte zurückgezogen hat. Er hat den Jüngern gesagt, hey, schaut euch einmal die Lilien des Feldes an. So ein wunderschöner Teil von Gottes Schöpfung. Und leitet daraus ab, hey, Gott kümmert sich um euch. Oder er sagt, die Spatzen, die Sperlinge, die sammeln nichts und die ernten nicht und trotzdem werden sie versorgt. Und hat daraus gesagt, hey, Gott kümmert sich um euch. Oder er bringt Gleichnisse, wo er sagt, hey, das Reich Gottes wiegt wie ein Samenkorn, wenn man sie in die Erde wirft. Und er spricht von Dornen, die sie überlagern können oder von gutem Boden. Jesus hat sehr aufmerksam die Schöpfung beobachtet, hat wahrgenommen, wie genial die Schöpfung gemacht ist. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen strange klingen mag für einige Leute, ich glaube, wir sollten ihm auch da nachfolgen. Ich glaube, es könnte uns helfen, bewusster zu sagen, hey, wie könnte das gehen? Dass ich in mein Leben wirklich bewusst Momente einbaue, wo ich das tue. Wo ich wieder mit der Schöpfung in Berührung komme. Ich habe es vorhin gesagt, wir umgeben uns immer mit unserer eigenen Schöpfung, mit unserer Technik. Wir leben in geheizten Häusern, Halleluja, zum Glück. Und trotzdem, ich glaube, wir müssen eine neue Gewohnheit entwickeln. Sagen, okay, jetzt nehme ich mir Zeit, wirklich die Schöpfung wahrzunehmen, wie es Jesus auch gemacht hat. Den Geist Gottes in der Schöpfung zu erleben. Und ich möchte dich einladen, einfach jetzt am Schluss der Predigt, dass wir miteinander in die Gegenwart Gottes reingehen. Du kannst sitzen bleiben, wenn du es möchtest, kannst auch aufstehen und deine Hände öffnen und dann möchte ich einfach beten. In zwei verschiedene Richtungen möchte ich beten. Aber lasst uns jetzt einfach einen Moment eintauchen in die Gegenwart Gottes. Er ist jetzt da. Gott sendet seinen Geist nicht nur in die Schöpfung, um sie zu erneuern, sondern er möchte seinen Geist in dein Leben senden, um deine innere Ökologie zu erneuern, um deinen Körper zu erfrischen, um deine Seele, wo sie Angst hat, zu erneuern. Lasst uns in diese Gegenwart Gottes gehen. Er möchte, dass du einfach ihm sein Herz öffnest und neu von seiner Gegenwart empfängst. Yes. Komm, Heiliger Geist. Schöpfer Gott, wir beten dich an für die Wunder deiner Schöpfung. In diesem ersten Song, der Dave gespielt hat, kam das so zum Ausdruck. Diese unendlichen Weiten des Universums, die Schönheit des Mikrokosmoses hier auf der Erde, alles ist so genial eingerichtet. Du hast es geschaffen und du arbeitest Tag für Tag daran, dass sich das erneuert. Und wir beten dich dafür an. Und ich möchte dich für mich persönlich auch um Vergebung bitten, dass ich oft die Schöpfung nicht mit deinen Augen wahrgenommen habe. Dass ich nicht gemerkt habe, hey, ich bin gerufen, mit dir zusammenzuarbeiten an der Erneuerung, Erhaltung der ökologischen Systeme unseres Planeten. Und ich bitte dich, dass du uns einfach die Augen öffnest, dass wir jetzt nicht hier irgendwas sagen, so viel Plastik darfst du noch brauchen und das ist gut und das ist schlecht und eine Nachhaltigkeitspolizei einführen, das wollen wir nicht. Aber jetzt, was wir uns wünschen, was ich mir wünsche, ist, schenk uns deine Augen für deine Schöpfung. Schenk uns deine Begeisterung und vielleicht auch Momente der Trauer, wenn wir sehen, wie Schöpfung kaputt geht. Dass wir uns solidarisieren mit deinem Geist, er sich solidarisiert mit der Schöpfung und daraus vielleicht mal einen Gang zurückschalten können. Und ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist nicht nur in die Schöpfung sendest, sondern in viel tieferer, persönlicher, rettenderer Art noch
in das Leben jedes Menschen senden willst, dass du uns erneuern möchtest. Und ich bitte, dass das jetzt geschieht. Wenn die Leute vor dem Bildschirm sind, wenn wir hier im Studio sind, komm, Heiliger Geist, fülle uns, erneuere uns, heile uns. Ich möchte wirklich die Leute ansprechen, die jetzt vor dem Bildschirm sind und die wirklich Angst haben mit dieser ganzen Pandemie-Geschichte. Ich möchte dich einladen, wirklich deine Hände zu öffnen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst jetzt und Frieden bringst, Heilung bringst, diese Angst weggehen muss und Frieden reinkommt. Einfach das Wissen, dass wir, wenn wir Jesus vertrauen, in deiner Hand sind. Dass die Länge unseres Lebens in deiner Hand ist. Komm, Heiliger Geist, erneuere unsere Herzen, lass Angst verschwinden und Frieden reinkommen.